Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Gothic 2 auf Pelzig. So, die stehen ein bisschen komisch als Wache davor, aber ich muss sie mit dir retten. Woher kommst du? Du gehörst weder zu den Schürftruppen noch zu meinen Leuten. Also. Ich bin über den Pass gekommen. Über den Pass? Du hast es tatsächlich geschafft? Bei Inos. Wie lautet dein Befehl, Soldat? Jo. Ich komme von Lord Hagen. Er will, dass ich ihm einen Beweis für die Anwesenheit der Drachen bringe. Und du bist hergekommen, um ihn dir abzuholen und wieder zu verschwinden. Genau. So hatte ich mir das vorgestellt. Er will also einen Beweis. Den kann er haben. Aber ich kann dich nicht zu Lord Hagen zurückschicken, ohne ihm Auskunft über das Erz zu erteilen. Hör zu. Lord Hagen muss unbedingt erfahren, wie unsere Situation hier ist und wie viel Erz wir hier bisher gefördert haben. Okay. Was soll ich für dich tun? Ich habe 3 Schürftrupps da draußen. Aber die haben mir nicht einen Erzbrocken geschickt. Such die Schürfstellen auf und berichte mir, wie viel Erz sie gelagert haben. Dann werde ich ein Schreiben für dich aufsetzen, mit dem du zu Lord Hagen zurückkehren wirst. Na schön. Schätze, mir bleibt keine Wahl. Okay, dann hier. Aber warum ausgerechnet ich? Weil du einen Weg durch die Orkreihen kennst. Meine Jungs werden da draußen hoffnungslos verloren. Du hast es hingegen schon einmal geschafft, durchzukommen. Das macht dich zum besten Mann für diesen Job. Na klasse. Hier? Ich brauche Ausrüstung. Kläre das mit Tandor. Er wird dich mit allem versorgen, was du brauchst. Okay, hier. Wo finde ich die Schürfstellen? Hier, nimm diese Karte. Dort sind die 2 Gebiete eingezeichnet, in denen sich die Schürfstellen befinden. Falls du noch weitere Fragen hast, wende dich an Parsival. Er wird dich mit allen Informationen über die Schürfer versorgen. Alle hopp. Dann, erstmal Wie so, ist die Situation? Smalltalk. Du solltest losziehen und die Schürfstellen aufsuchen. Ich brauche dringend Nachricht über den Stand der Erzförderung. Jo, Allah. Dann haben wir hier noch. Ich will, dass du Gorn freilässt. Ich kann ihn nicht freilassen. Er hat sich vieler Verbrechen schuldig gemacht und die müssen gesühnt werden. Kann ich seine Strafe bezahlen? Das wäre eine Möglichkeit. Billig wird das allerdings nicht. Ich verlange 1000 Goldstücke für Boah. Gorn. Das ist ein Haufen Gold. Gorn hat auch einiges auf dem Kerbholz. Bring mir das Gold, dann lasse ich Gorn frei. Okay. Puh, also so viel Kohle habe ich jetzt bei weitem nicht im Sack. Aber mit dem soll ich nochmal sprechen? Wir werden ausharren, solange wir können. Genau. Verzeih mal. Kennst du den Weg zu den Schürfstellen? Es gibt keinen sicheren Weg in diesem Tal, aber es erscheint mir sinnvoll, nicht den direkten Weg zu gehen. Halte dich von den Orks und den Wäldern fern und möge Innos dich schützen. Das war jetzt mal riese Hilfe. Hier? Was kannst du mir über die Schürfer erzählen? Ich habe die 3 Gruppen zusammengestellt. Marcos, Fayette und Silvestro sind die Paladine, die jeweils eine Gruppe anführen. Okay. Die Gruppe von Marcos ist in Richtung einer alten Mine aufgebrochen. Ein alter Butler namens Grimes hat sie dorthin geführt. Ah, der hat's Die überlebt. Sehr anderen schön. beiden Gruppen sind zusammen losgezogen. Jergan, einer unserer Späher, hat berichtet, dass sie ihre Lager in der Nähe eines großen Turms aufgeschlagen haben. Okay. Bei Xardas Turm. Okay, also eins bei der alte Mine und eins bei Xardas Turm. Alle hopp, aber schön, dass Grimes überlebt hat. Das freut mich. Der war ein cooler Typ eigentlich. So, dann sollte man nochmal Milton verzählen, was Sache ist. Ich glaube, da kann er mich ein bisschen was beisteuern an Geld. So. Dann höre ich mal gut zu, Milty. Und... Hey, du. Komm schon. Vor allem, hey, du, einfach mal gepöbelt. Daron verlangt 1000 Goldstücke für Gorn. Eine hübsche Summe. Ja. Ich kann 250 Goldstücke beisteuern. Ja gut, besser als nix. Ich brauche mehr Gold, um Gorn freizukaufen. Okay, mehr haben wir jetzt an. Gold auftreiben. Mit sowas kennt sich Diego aus, aber der ist nicht hier. Ja, Vielleicht hat Gorn selbst noch irgendwo Gold versteckt. Das sollten wir herausfinden. Ich werde ihm eine Notiz schreiben. Hier, versuch sie in den Kerker zu schmuggeln. gut. Brief. Wo wir uns das jetzt nochmal an? Brief. Miltons Notiz für Gorn. Gorn Garant hat zugestimmt, dich freizulassen für 1000 Goldstücke. Also falls du noch irgendwo Gold versteckt hast, jetzt ist die Zeit damit rauszurücken, Milton. Okay, dann müssen wir doch noch ein bisschen schwätzen.
Ich glaube, ich muss nochmal mit Brutus sprechen. Der könnte als Folterknecht nämlich wissen, womit ich den anderen Hansel hier bestechen kann. Und dann kann ich auch so rein. Wir haben es jetzt 14:17 Uhr wieder. Alter Falter, der Tag geht auch sehr schnell rum. Schon über 12 Stunden hier wieder in der Burg. Bald dämmert es auch schon wieder. Großartig. Okay, Bruty. Hey. Gibt's was Neues? Sieht alles ruhig aus. Okay, alle hopp. Stärker wäre es jetzt sowieso nicht mit drin, weil, ja, kostet zu viele Lernpunkte für mich. Und 3 Stärkepunkte für 6 Lernpunkte kannst du Hase geben, mache ich nicht. Hier. Ich habe hier eine Notiz für einen Gefangenen. Kannst du sie weitergeben? Prinzipiell spricht nichts dagegen. Für wen ist denn diese Notiz? Für Gorm. Ein sehr wichtiger Gefangener. Ich glaube, Garond wäre nicht damit einverstanden. Aber wenn dir das wichtig ist, werden wir uns bestimmt einigen. Ja, Was willst klasse. du? Unsere Nahrungsrationen werden ständig gekürzt. Ich will mal wieder was Anständiges essen. Besorg mir eine leckere Wurst und einen frischen Laib Brot. Okay, Und süßen Honig. habe Dazu ich. eine Flasche Wein. Ja, das sollte reichen. Habe ich, Das glaube wirst du ich. ja wohl hinkriegen. Also komm wieder, wenn du das Zeug hast. Ich glaube, das habe ich sogar. Hier. Ich habe hier was für dich. Das Essen, das du haben wolltest. Gut, gib her das Zeug. Hast du die Nachricht? Ja, hier. Denk daran. Sie ist für Gorm. Komm morgen wieder. Dann hat er die Nachricht bekommen. Okay. Gut. Dann lassen wir ihn erstmal in Ruhe mit. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Aber mit Nahrung kann man die Leute hier definitiv gut bestechen, sehe ich schon. Aber ist ja auch nur logisch, wenn die Leute hier am Verhungern sind, dann ist Essen das wichtigste Gut. Ritter. Der unermüdliche Waffenknecht. Und dann nochmal Kerolot. Schade, von dem kann ich jetzt nichts mehr kaufen. Schade drum. Dann du hier, Kerler. Hier. Garond schickt mich. Ich brauche Ausrüstung. Nahkampf oder Fernkampf? Nahkampf. Nahkampf. Einhand- oder Zweihandkämpfer? Derzeit. Einhand. Dann nimm diesen Steinbrecher. Eine gute Waffe. Merci. Alle Hopf, kann ich das Ding verwenden überhaupt? Oder wie sieht's so aus? Steinbrecher, der hämmerst du. Ja. Schä. Dafür habe ich leider zu wenig Stärke, mein Lieber. Zeig mir deine Ware. Das ist ja schön und gut alles, aber vergiss es. Das verkaufe ich doch lieber. Rostiges Schwert und Dolch kann ich genauso gut verticken. Und sonst, was hast du dann noch zu bieten? Da hat noch das hier, der Erzhaut. Das ist aber zu teuer für mich. Nee. Dann nochmal mit Doba sprechen ein bisschen. Wie läuft die Arbeit? Ich schmiede die Waffen für die Ritter der Burg. Seit wir hier sind, bin ich vollauf damit beschäftigt, neue Waffen herzustellen. Und die werden wir brauchen. Diesen verdammten Orks werden wir noch zeigen, wie scharf unsere Klingen sind. Genau. Hey, Parlav, mach die Klingen ordentlich scharf. So ein Ork ist verdammt zäh. Finde ich aber auch schön, dass das so eingeworfen wird. Hey, du. So, mit dem konnte ich jetzt eh nochmal sprechen. Was gibt's Neues? Ingo hat neue Rationen Fleisch verteilt. Ja. Mann, das war bitter nötig. Okay, das war das von mir, ne? Aber derzeit kann ich allerdings klauen bei dem Typ. Ich sollte mal echt probieren, ob ich da reinkomme, ohne dass ich verdrosche wäre. Ohne den richtigen Schlüssel krieg ich Okay. das nie. Hey, du. Okay, na gut. Dann kümmern wir uns jetzt dort drum. Aber erst einmal muss ich mal die Karte einsehen. Garons Minenkarte. So, es dauert ein bisschen, bis er das hat. Okay, bei Xardas Turm und bei der alten Mine. Dann gehen wir erstmal zu denen zwei bei Xardas Turm. Die können wir dann in M-Rutsch machen. So, halte mal den Gauler. Ich glaube, da unten im alten Südturm war noch was versteckt. Deswegen sollte ich hier nochmal speichern. Kommt ihr her oder lasst ihr mich in Ruhe? Okay, sie ziehen nicht die Klinge. Ich glaube, hier war nämlich noch was versteckt. So. Was sind wir dann da? Lederbeutel. Das war, glaube ich, Gorns Gold. Apfel, rote Tränenpfeffer. Gorns Lederbeutel, genau.
Da waren nochmal 250 Gold drin. Sehr schön. Dann muss ich trotzdem hier irgendwie rauskommen. Hier, wo ehemals das Südtor war, sind jetzt lauter Orks. Herzlichen Glückwunsch. Oh, toll. Da komme ich bestimmt richtig gut lebendig hier wieder raus. Oh, lecco mio. Ein Orcibus Schamanicus sind sie auch noch. Ah, leck mich doch am Säckel. Also, zumindest schmeißt der Feuerbell auf uns. Also in Richtung Xardas Turm muss ich jetzt wieder. Ja, hier ist das Minental jetzt nur noch heftiger, Woche. Anders kann man es gar nicht mehr nennen. Falsche Bewegung und... Oh. Bist tot, ja. Oh, scheiß doch ins Kanonenrohr. Aber die Snapper machen mal kaum Schaden. Okay, schnell. Nimm deinen Heiltrank schnell, bevor du stirbst, Kerl. Mist. Das ist dumm gelaufen. Das ist sehr dumm gelaufen gerade. Geschwindigkeitstränke habe ich leider aber auch nicht parat derzeit. So, da sollten wir hier hupsen. Da haben wir nochmal ganz Lederbeutel. So, die Snapper sind halt echt das Problem. Das sollten wir trotzdem nochmal knacken. Und dann so weit wie möglich wieder hoch, falls ich dringend wieder einen Trank zu mir nehmen muss. So. Wieder hoch Richtung Tränke, genau. Damit wir hier direkt ausgerüstet sind. Puh. Dann bei der Snapper ist es auf jeden Fall recht wichtig. Das sollte ich tatsächlich jetzt hier nochmal speichern. Weil ich glaube, die Snapper sind nochmal eigene Quest, wenn ich mich nicht irre. Okay. Dann guckt mal hier, ihr scheiß Type. Ja, da ist noch ein Wag. So. Die trauen sich nur bis zu einem bestimmten Punkt hier. Und ab dann machen sie ja hässliche Drohgebärde. So. Okay. Geht immer weiter hier durch. So, die trauen sich nur bis zu einer gewissen Stelle. Und ab dann kann ich wieder drauf hauen. Okay. Aber genau der ist es, auf den ich drauf will. Okay. So, schnell, den Trank nehmen wir. Und weiter drauf. Ups, die Waage hauen aber auch ganz schön rein. Okay, auf den sollte ich trotzdem noch irgendwie losgehen. Komm schon her, du Scheißkerl. Oh. Na, das wird wohl echt eher nix. Ich kann ja mal probieren, dann hier Tode mit zu erwischen. Nur genug sind sie jo. So, probieren wir es einfach mal so aus. Ist halt ein Mordsgekrisch. Aber ihr seht ja schon, was das alle schon für Geraffel ist. Domol hier wirklich einen Treffer zu landen, der was bringt. Ups. So. Okay. Puh, also die Orks sind definitiv keine einfache Spielgefährte hier, das ist klar. Nicht was? Ich gucke jetzt nochmal hier bei der Magie, ob ich da nicht was Passendes hätte. Ja, hier zum Beispiel. So, dann kommt mal her, die Scheiß-Type. Und dann viel Spaß damit. Sehr schön. Gut, das gibt noch Wagfell. Ork-Axt. Schwere Ork-Axt.
Sehr schön. Gut, da haben wir das auf jeden Fall schon mal geklärt. Und die Burg ist hier wenigstens erstmal frei. So. Und das mit M-Zauber. Das ist halt ziemlich stark. Unbekannter Soldat. Ja, da freue ich mich auf jeden Fall, wenn ich als Paladin dann später auch noch Magie verwenden kann. Weil die Paladine haben ja irgendwie Magie. Sprich sowas wie Heiliger Pfeil und so. Das bringt halt gegen solche Kreaturen Belias etwas. So, dann war da angeblich noch irgendeiner mit dem Lager, das nur beim Flüsschen war, wo es was abzustauben gibt. Da muss ich halt einfach nur aufpassen, dass ich nicht an irgendwelche hässliche Drache-Snapper oder so gerot. Und da muss ich mich erstmal durch die Snapper durchprügeln. So, Heilwurzel. Ist aber definitiv nicht verkehrt, wenn ich mir jetzt so diverse Schneise hier reinprügel. Weil da auf dem Flussufer vor allem, am anderen Flussufer überlebe ich nicht. Das ist klar. Aber hier sollte ich mir so eine Art Schneise schon mal zurechtschlagen. So. Das heißt, dafür müsste ich erstmal die Snapper hier anlocken. Genau, da kommt schon der erste A gewackelt. Allzu viel Schade machen die nicht, es dürfen halt nur nicht mehrere sein. So, komm her. Dann komm her, du Sausack. Ich habe mittlerweile hier ziemlich gut die Rüstung. So. Damit kann ich das überstehen. So. Nichts zu plündern. Gut, die kann ich leider nicht ausschlachten, die Biester. So, okay. Lass mir erstmal gut sein. Erstmal wieder einen Snapper herholen. Oh, 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 oh. Aufpassen, sonst komme ich... Scheiße, genau das habe ich befürchtet. Ich komme zu dicht an die Orks dran. Okay. Hauptsache rumhuscht beim Rennen. So, wupp. Wupp. Ja, kommt doch hinterher, ihr Schweinebacker. So, für euch habe ich nämlich auch noch was. Ich habe bestimmt noch irgendeinen Zauber für euch parat. So, komm mal her, ihr Schweinebacker. So, für euch habe ich bestimmt noch irgendwas Schönes parat. Irgendein dicke Zauber. Komm schon. Ja, bleibt hier ruhig in der Nähe, ihr Mistviecher. Großer Feuerball, das geht leider nicht. Eiswelle. Blitzschlag, das ist immer ein guter Zauber. Psst. Herkomm mal, Schweinebacker. Okay. Die sind schon mal gut geschwächt, die Kerle. Dann könnte ich jetzt nochmal so Ding mir neipetzen. So, kommt ruhig her. Ist für jeden noch was dabei. So. So, einer ist schon mal tot. Dann bist du das nächste glückliche Arschloch, was hier der Preis gewinnt. Stirbt durch Magie und Waffen. So. Komm schon, stirb gefälligst. Na komm her, du. Ja, komm doch her. So. Sehr schön. Schwere Ork-Axt, Wacholder und silberner Ring gibt der Ork-Krieger oder Heilpflanze bei sich gehabt. Unsere Axt ist irgendwo in eine Grave gerutscht wahrscheinlich. Aber egal. Ah ne, du liegt sie ja. Schwere Ork-Axt. Perfekt. Puh, also leicht ist das definitiv nett hier. So viel sollte aber jedem klar sein. Okay. Gut, da haben wir jetzt wieder ein paar Orks erledigt. Die geben ordentlich Erfahrungspunkte. So viel muss ich auf jeden Fall gestehen. Aber es ist definitiv gut, wenn man sich seinen Weg so ein bisschen freirahmt. Weil wir brauchen später so feste Schneise, durch die wir gefahrlos durchgehen können. Und dafür lohnt es sich auf jeden Fall auch mal ein bisschen sauber zu machen. Und gerade die Sache mit der Rampe ist einfach nur ein guter Trick, um so ein bisschen zu cheaten jetzt in Anführungszeichen. Weil die Rampe ist definitiv so etwas, wo die Orks Halt davor machen. Hier haben wir jetzt auch nichts mehr, was wir erwarten müssten an schlimme Sachen.
Das heißt, jetzt stehen uns nur noch die Snapper im Weg. Und die Snapper können wir noch irgendwie selber platt machen. Wir dürfen nur nicht so nur an den anderen Snapper tragen, sonst fühlt der sich ermutigt, ach zuzuschlagen. Und das ist ein etwas weiterer Radius, wo der sich ermutigt fühlt, als wenn ich ihn so A-locke würde. So. Nichts zu Die plündern. kann ich leider auch nicht plündern. Noch nicht. Das wird sich noch ergeben. So, da kommst du jetzt her, du Scheißvieh. Also hier sieht man definitiv die gute Variante, hier Land zu gewinnen, ist, sich nur mit dem Monster rumzuschlagen und nicht mit der Orks. So. Aber ich sollte auch die Umgebung im Auge behalten. Da ist nämlich schon längst der nächste Snapper, der nur auf mich wartet. So. Also ihr seht schon, das ist bewusst so konzipiert worden, dass man hier eine ziemlich hohe Herausforderung vor sich hat. Das liegt jetzt nicht nur an die Nacht des Raben, sondern generell ist das Minental in Gothic 2 so konzipiert, dass man es durchaus mit einer großen Herausforderung zu tun hat. Und man muss sich hier auf jeden Fall ein bisschen weiter wegschlagen. Und man muss hier mit List vorgehen. Finde ich eigentlich auch schade, dass das so konzipiert ist, ganz ehrlich. Aber hier ist es einfach schon allein durch die ganze Orks nicht gewährleistet, dass man mit dem Kopf durch die Wand rennen kann. Das geht einfach nicht. So, dann ist da der nächste. Komm mal her. Komm mal her, du. Also jetzt haben wir hier auf jeden Fall eine ziemlich sichere Schneise und werden nämlich von einem Snapper-Rudel niedergemacht. Zumindest nicht sofort und direkt. Man müsste eigentlich auch bedenken, was ich hier eigentlich schon für ziemlich starke Rüstung trage zu dem Zeitpunkt. Von daher, es ist schon gut, dass ich mir die Rüstung gekauft habe. Anders kann ich es gar nicht sagen. So, so ein kleiner Heiltrank. Zwirbel ich mir jetzt auch noch rein. Das geht dann einfach schneller. So, die Pilze können wir auch noch sammeln. Und dort drüber am Flussufer ist auch noch was, aber da komme ich jetzt noch nicht dran. Das, wovor der Paladin verzählt hat, ist die ehemalige Höhle, wo die schwarze Goblins waren. Ich probiere es jetzt einfach mal mit Flucht und Renner und weiß der Teufel was. Den Trank nehme ich mal noch mit. Ab jetzt heißt es aber Renner. So. Und zwar in Wassernähe, wenn möglich. Oh, manchmal erwischen sie mich auch noch, die Kerle. So, zumindest die Orks sind ihre Waffe wieder eingesteckt. Ist aber noch lang kein Garant dafür, dass ich hier überlebe. So. Och du Scheiße. Machen wir hier mal einen zweiten Spielstand. Ach du Scheiße. Ja, das sind die Orks definitiv überrannt. So. Wenn ich mich hier durchschleiche? Nee. Nee, das sieht nicht so gut aus. Autsch. Nee, das sieht nicht gut aus. Vor allem, weil du auch noch ein Schamane ist. Nee. Nö. Ich glaube, das ist nicht so der beste Ort für uns. Och, da ist lieber ein Salat. Nö. Ärgern wir die Orks halt noch ein bisschen. Und ansonsten gibt es so für uns nichts Großartiges zu tun, ne? Ups. Ja, ihr könnt ruhig rumkreischen, das ist mir relativ egal. Jo, dann gehen wir mal dort hier. Wie schaut's hier aus? Ups. Große Mauer. Hinter der großen Mauer befindet sich halt das Hauptlager. Zum Sumpflager kommen wir so auch gar nicht mehr. Also zum ehemaligen Sumpflager aus Gothic 1 kommen wir gar nicht. Oh, das sieht's auch nicht besser aus. Hier sind lauter Feuerwaraner. Ich könnte natürlich probieren, hier mal Glück zu versuchen. Aber da brauche ich vorher auf jeden Fall nochmal so einen guten Trank. Da können wir ja mal hier unser Glück versuchen, einfach. So, Varan de Feuer.
Probieren wir mal unser Glück bei dem. Ich glaube, die sind nicht mehr allzu stark wie in Gothic Ends. Aber immer noch stark genug. Ja. Definitiv immer noch stark genug, ja. Ja, also, ich glaube, ihr wisst Bescheid. Da sollten wir uns vielleicht jetzt gerade nicht so dran wagen. Da geht es zur ehemaligen Bergfestung. Vielleicht ist das der richtige Weg für uns. Okay, das sind also jede Menge Varaner. So viel wissen wir hier. Ach, jetzt schon mal. Dann Feuerwurzel und Heilwurzel gibt es hier noch. Ja, also das Minetal hat sich schon ein bisschen verändert. Huch. Da sind wir vollkommen falsch. Nee. Da sind wir absolut vollkommen hundertprozentig tausendfach falsch. Das sind nämlich Echsenmenschen. Das sind Hüter von Drachehorter. So. Gestat. Wie sieht's aus? Mutig von dir, hierher zu kommen. Hast dich verlaufen, was? Hier. Was machst du hier oben? Ich bin hier, um Geld zu machen. Hier in der Einöde? Ich bin Jäger. Hab mich auf die schwierigen Fälle spezialisiert. Feuerwarane, Minecrawler, Drachensnapper. Alles, was sonst kein anderer jagen würde. Das bringt Geld. Okay. Tolle Rüstung, die du da trägst. Ja, schwer zu kriegen. Die ist aus Minecrawler-Platten gemacht. Hat mir ein Typ namens Wolf angefertigt. War damals Gefangener hier in der Kolonie. Kennen wir aus Gothic Hab mir ein Ends paar noch, ne? Minecrawler-Platten besorgt und ein paar Tage später war das Ding fertig. Der Typ ist okay. Okay. Wo ist dieser Wolf jetzt? Ist lange her, dass ich ihn gesehen habe. Ich weiß ja, wo er Damals ist. war er einer der Söldner hier in der Kolonie. Vermute, dass er immer noch mit den Jungs rumhängt. Aber er war ein Bandit. Naja, egal. Was gibt es hier zu sehen? Eine Menge Feuerwarane, Orks, was weiß ich noch alles. Bin auch nicht weiter oben auf der Hochebene gewesen. Würde auch dir davon abraten, es zu versuchen. Hört sich Ja. nicht gut an, was da oben haust. Dann, hier. Kannst du auch Drachen ausnehmen? Frag mich das später nochmal, wenn du bereit für sowas bist, okay? Ja, das machen wir erst bei der Drachejagd. Bring mir bei, Tiere auszunehmen. Warum nicht? Hab im Moment genug. Ja, alle hopp. Dann lernen wir mal für N. Punkt. Das ist doch gut. Die Zunge von einem Feuerwaran schlägst du mit einem Messerhieb aus dem Maul, während du sie mit der anderen Hand festhältst. Dann, hier. Bring mir bei, Tiere auszunehmen. Was willst du wissen? Und hier. Am Stirnansatz des Drachensnappers ist die beste Stelle, ihm das Horn mit einem stabilen Messer aus dem Schädel zu trennen. Klingt gut, ja. Nett. Also das sind mal ein paar seltene Sachen, die wir gelernt haben. 4 Punkte haben wir immer noch übrig. Wir könnten jetzt natürlich auch nochmal hier dem Kerl versuchen, sein Zeug zu klauen. Gucken, ob er das mag. Anscheinend hat er nichts dagegen, wenn ich ihn hier seinen wichtigen Gehstock aus der Truhe hole. Aller hopp. Das Ding war ja nicht mal abgeschlossen. Gut. Tja. Das sieht jetzt gerade nicht so gut aus für uns. Aber wir haben immer hier einen Typ gefunden, der relativ seltene Sache Bescheid weiß. Das ist auf jeden Fall ganz praktisch. Sei Feuer, hätte er vielleicht Oliver A setzen sollen. Und mit Wolf können wir möglicherweise auch noch mal ein bisschen quatschen, wenn es um sowas geht. Einen Moment, ich will es jetzt gerade einfach mal wissen. Haben wir noch irgendwelche gierige irgendwelche Zauber parat, die auf Eis basieren? Ja, einen Eispfeil könnte ich natürlich hier schmeißen, aber das ist jetzt nicht so praktisch. Der Varan kommt noch in meine Nähe. Ja, komm. Dann komm halt her, du Knorzer. Wenn dich mit mir alle gewillt. So. Ja, die machen trotzdem noch ordentlich Schade, die Biester. Komm schon. Okay. Alter Falter. So langsam werden auch die andere Varane wieder aufmerksam auf mich. Alter, wie viel hält dann der aus? Der am Hafen war nicht so stark. Alter Falter. Nichts zu plündern. Boah, das war jetzt aber hart, die Geburt, ohne Scheiß. So. Hier und dann kann man noch ein bisschen Fleisch essen. So. Wie gesagt, ich wollte es jetzt mal wissen. Machen wir hier
Yankee 3 und dann probieren wir es mal bei dem Feuerwaran aus. Okay, der kommt da schon arg gekackt. Mitsamt anderem Varan, na klasse. Nee. Das bringt definitiv nichts. Das ist saudumm sogar, der Versuch. Okay, dann probieren wir jetzt wieder zurückzukommen, wo wir herkommen sind. Wie viel habe ich noch bis zum nächsten Level? Naja, nicht allzu lang, nur noch 2000 circa. Okay, die Gegner hier bringen auf jeden Fall allesamt sehr gut Erfahrung. So viel steht fest. Ich wollte aber in Richtung Xardas Turm weitergehen. Und wollte dort noch den Spätrupps gucken. Okay, hier haben wir nichts zum Abgreifen. Das sind jetzt wieder ein paar Orcibus Eroticus. Die stürzen sich natürlich sofort wieder auf mich. Jupp. Uiuiui, jetzt schlag mal ein paar Haker. So, ja, droht mir ruhig. Alles in Ordnung, alles cool. Ich will hier einfach nur durch das Orkgebiet durch, ohne dass die mich allzu sehr abmurksen. Das sind wieder zwei von denen. Also später, wenn wir mehr als genug Kampferfahrung haben für so einen Scheiß, können wir uns mit den Orks nur richtig fett anlecken, können ordentlich Erfahrungspunkte dabei rausschlagen und können dann wirklich mal Levels machen, indem wir die ganze orkische Mistkerle hier platt machen. So. So, das passt. Oh, oh. Ucha ist nicht gut. Der ist mal wieder hinterher gerannt. So, an den Orks muss ich mich auch vorbeistehlen. So. Dann geht's nämlich hier wieder ins ehemalige Orkgebiet von der Minekolonie. Und Richtung Xardas Turm. Ich glaube, hier sind jetzt nur Orkhunde bzw. Wölfe eventuell sogar nur mit viel Glück, ja. Ja, wir haben Glück. Das sind wirklich nur Wölfe. Mit denen kann ich mich noch anlegen. So, das sind die Passagen, die man zu dem derzeitigen Level halt einfach verwenden sollte. Da sollte man jetzt nicht wirklich auf eine große Hauptwege rumlaufen, sondern man sollte wirklich diese Schleichpfade nehmen. Da lohnt es sich dann einfach, dass man Gothic Ends gespielt hat. Muss ich ganz einfach sagen. Es lohnt sich total, Gothic Ends gespielt zu haben, weil dann weiß man ja, wo in etwa was liegt und wo was ist und wo man sich halten kann, an welche Wege, die man damals halt selber auch entdeckt hat. So, die rennen merkwürdigerweise hier in den Raum rein, die Wölfe. Also irgendwas scheint ja ganz toll zu sein. Ups. Komm schon. Also da ist eine Wolfsfutterwoche. Das könnte der Typ sein, den der Brutus gesucht hat. Nett oder den oder wie der Käse hat. Olaf. Nö, das ist anscheinend nicht derjenige, der gesucht worden ist. Na egal. Auf jeden Fall haben wir hier Trank, Rune haben wir sogar. Rune ist immer geil. Und was hat er bei sich? Olafs Beutel, ein paar Münzen klimpern darin. 25, da hat er noch so ein bisschen was. Irgendeine antike Münze hat er anscheinend auch noch bei sich. Naja, wir nehmen, was wir kriegen können. Wir geben schon noch Bescheid. Hier ist das Ding Angst gibt's hier. Okay, 3 magische Kreise sind zu niedrig. 1500 Gold bringt es. Eventuell können wir das verticken. Das ist ein Magier und kein Paladin-Zauber. Wir können hier später nur explizite Paladin-Zauber verwenden. So, hier ist das Ding Olafs Beutel. Genau. Dann lassen wir Olafs Beutel mal Olafs Beutel sein und öffnen den noch nicht. Weil ich glaube, einer von den Schürftrupps sucht tatsächlich noch den Typ. Ah, da ist noch eine Truhe. Sehr schön. Links, 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 rechts, rechts. Okay, da ist noch so ein bisschen was drin. Ich denke, wir haben auf jeden Fall das Gold für Gorn, wenn wir zurückkommen. Und außerdem die Sache, das ist doch jetzt auch wieder absolut perfekt geeignet, um hier einen Cut zu setzen. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Gothic 2 auf Pelzig, wo wir dann Richtung Schürftrupps gehen werden. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Euer Yankee.